7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne kochen und gerne essen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SF bei den Leuten schaut rein ins Leben und Werk dieser Frauen. Die erste Gastgeberin ist Brigitte Bürgi aus Obwalden. Als Bäuerin kann ihr das Wetter nicht anhaben. Dafür erlebt sie in der Küche eine böse Überraschung. Ich habe ein grosses Problem. Das ist SF bei den Leuten, Landfrauenküche. Der Wichelsee im Kanton Obwalden. Das Naturschutzgebiet liegt zwischen Alpnach und Kegiswil. Daher führt die erste Reise der 6 Landfrauen. Empfangen werden sie von der Brigitte Bürgi, der ersten Köchin vom Landfrauenwettbewerb. Sali Esti, ich möchte dich recht herzlich hier in Kegiswil begrüßen. Ich hoffe, ihr seid gut gereist. Wir sind hier am schönen Wichelsee. Das ist ein Naturschutzgebiet. Und habe ich ein kleines Apero gemacht. Es ist Tradition, dass sich die Landfrauen bei einem Apero treffen. Ja, wir haben alles Obwalden-Spezialitäten. Das ist Brienz. Das ist wirklich für Obwalden. Die Birnen mache ich selber. Krise vom Hof. Das Jahr mit dabei sind Yvonne Bischoff aus dem Toggenburg, Esther Derungs aus dem Safietal im Kanton Graubünden, die Aargauerin Lotti Baume, die Barbara Huber aus dem Zürcher Wieland, Brigitta Knörr aus dem Seeland im Kanton Solothurn und die Turnerin Maja Gisler. Weil die Brigitte noch das Landfrauenessen muss kochen, hat sie für die Frauen ein anderes Programm parat. Das ist mein Mann mit dem Vierspänner. Die Freiberger Rosse am Vierspänner sind aus Brigittes eigener Zucht. Das Gespann fährt der Markus, der Mann der Brigitte. Da fahre ich jetzt in die Glase und ich gehe heim in die Küche, dass er etwas zu essen hat. Also, gute Fahrt. Sitzt sich bei Kutscher vorn. Lustig die Rassen traben, lustig schmettert das Horn. In den Feldern und Auen. Die Stimmung bei den Landfrauen nach dem Apero ist gut. Das zählt aber nicht für einen Wettbewerb. Sie sind echt nach dem Nachtessen auch noch so gut bei Laune. Zurück auf dem Hof. Die Brigitte macht frische Mutschli. Sie hat sich entschieden, eine Kressach-Schaumsuppe in diesen Brötchen zu servieren. Jetzt bin ich wirklich langsam ein bisschen nervös. Jetzt sind die Frauen zu Hergiswil los. Ich hier am Brot backen und hoffentlich gratet das. Aber das gratet schon. Das kommt schon gut. Unterdessen geht es in der Glashütte heiß zu und her. Die Landfrauen bekommen einen Einblick ins Arbeiten der Glasbläser. Ja, liebe Landfrauen, ganz herzlich willkommen bei uns in der Glasi in Hergiswil. Ich bin der Robert Niederer, der Chef dieser Glashütte. Die Glashütte ist etwa 200-jährig und wir sind noch die einzige Glashütte in der Schweiz, die von Mund und von Hand Glas verarbeitet nach alter Tradition. Wir gehen miteinander eine Glaskugel blasen. Wir gehen gerade an die Arbeit. Kommt mit. Noch nicht. Schönes Super. Oh, ein Riesenteil.
Bei der Brigitte läuft alles tiptop nach Zeitplan. Die Vorbereitungen für das Essen haben aber schon vorher angefangen. Der Hof von der Brigitte Bürgi und ihrer Familie liegt oben an Kägiswil auf 700 Meter. Die grosse Leidenschaft von Bürgis sind die Rosse. Weil sie auch selber züchten, haben sie gerade ein Pari. Weil wir Ross haben, sind wir ein bisschen Exoten da. Also mit 10 Ross, mit 6, 7, nicht nur Kühe haben, lachen sie etwa ein bisschen, ja, denken sie, nein, das rendiert doch nicht. Das kommen jetzt immer wegen dem Rendieren. Aber wegen dem Hobby denkt das niemand. Das ist ja schliesslich unser Hobby. Und das Hobby darf kosten. Ein Töff oder Skifahren kostet auch. Wir gehen dafür nicht in die Ferien. Wir waren in jeder Ferien, 20 Jahre. Der Markus Bürgi hat den Hof von seinem Vater übernommen. Bürgis haben einen Milchwirtschaftsbetrieb mit 18 Rindern und 22 Kühen. Der Markus ist mit Leib und Seele Bauer. Oh ja, ich bin sehr gerne Bauer. Das bedeutet mir eigentlich alles. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie am Not angestellt zu sein oder ja, einfach morgen um 7 Uhr ab Pietz. Ja, das wäre für mich sehr, sehr hart. Der Reto, der mittlere Sohn von Bürgis, macht gerade einen Sprossentest. Die Leiterin sollte fürs Krisenlesen verhaben. Neben der Milchwirtschaft gehören zum Betrieb noch über 100 Obstbäume. Das gibt es zu tun, aber arbeiten tun Bürgis gerne. Auf diesem Hof gefällt mir richtig gut. Wir sind ein bisschen für uns allein da. Wir haben unseren Frieden. Niemand sieht uns gross und das gefällt mir. Da können wir arbeiten am Abend, solange wir wollen. Sonst, ja, so Nachbarn oder so, viele Bauern, die haben Punkt dann Feierabend. Und das können wir nicht. Da hätte ich ein bisschen Ärger mit meinem Mann. Der arbeitet gerne am Abend und ich gerne am Morgen. Und so, uns sieht eigentlich niemand und das gefällt mir irrsinnig gut an. Das Nacht wird es wohl geben. Also Reto. Bist du wieder da? Willst du da oben rein? Ja, das ist selber die anderen dort. Das ist wieder alles in etwas. Mit Stil, gell, Reto? Beim Krisenlesen machen alle mit. Wir haben eigentlich einen guten Zusammenhalt in der Familie. Oder? Jeder hilft jedem. Oder? Wenn er einer krank ist, oder tut der andere ins Eis springen. Oder? Wenn man vom Ausgang heim will, kann man nur heim anrufen, kommt die Mami holen. Und, ja, gegenseitig unterstützen. Das ist ganz schön. Mit der Krise macht Brigitte für die Familie einen Kriseauflauf. Ein fruchtiges Nacht. Bei der Woche ohne Fleisch gibt es sicher. Also ich warte nicht auf einen Freitag. Manchmal gibt es Donnerstag, Samstag und nachdem. Und Fisch gibt es sicher ein paar Wochen auch einmal. Gesund. Und schauen schon, was nicht zu viel Fett kochen. Brigitte hat schon von klein auf in der Küche mitgeholfen. Kochen habe ich bei meiner Mutter gelernt. Wir haben dort gebaut. Das war immer froh, wenn wir geheiratet haben oder draussen war, dass etwas gekocht war. Weil mein Vater hat schon grossen Wert darauf gelegt, also gerne gut gegessen. Also am Sonntag, ja, da hat sie wirklich
Der war nicht nur einfach mit etwas Einfaches zufrieden, das hätte etwas müssen. Die Nacht ist heute nicht aufwendig. Der Auflauf aus eingeweichtem Brot, Nüsse, Krise und einem feinen Guss ist bald gemacht. So, der Krise-Auflauf fertig. Ich hoffe, die Familie hat gefreut. Sie sind alle im Abnehmen. Die Nacht gibt es keine Kohlenhydrate. Aber jetzt machen wir heute eine Ausnahme. Schliesslich haben wir eigene Krise. Ich hoffe, sie verzeihen das mir heute. Nur noch eine 3/4 Stunde in den Ofen und dann ist es die Nacht für die Familie parat. Aber es sieht so aus, als ob das die Nacht noch warten müsste. Eigentlich wollten wir zu Nacht essen, aber es kommt kein Regen und wir haben noch liegen. Das Heu muss also schleunigst rein. So ist das Bauernleben. Das Wetter bestimmt den Alltag. Die Jüngste, die Katja, ist schon auf dem Feld. Oder Peter, der älteste Sohn, versucht das Heu ins Trocknen zu bringen. Wird das Heu nass hineingenommen, muss man es nachher trocknen. Das gibt doppelte Arbeit. Darum probieren jetzt alle so schnell wie möglich zu arbeiten. Ja, jetzt, so verregnet fort, haben wir schon ein bisschen Stress. Ich denke, das Haus normal ist schon trocken geblieben, aber ja, so schlimm ist es noch nicht. Dieser kommt nicht oben runter. Da. Folge nicht. Ich hätte oben runterkommen, der Ethos. Hätte oben runterkommen. Weil was regnet jetzt so, jetzt bringt es nicht mehr. Er sieht das nicht. Aber er kommt. Oh ja. Höchste Zeit, an Schermen zu gehen. In der Nähe vom Hof hat in der Zwischenzeit der Blitz eingeschlagen. Es hat keinen Strom mehr. In der Küche von Bürgis wird es romantisch. So. Unser Aber gut jetzt, hä? lauwarmer Krise-Auflauf. Weil wir keinen Strom haben. Meinst du, das ist gut, Mensch? Du, das ist fein. Danke. Das zur Nacht schmeckt heute ganz besonders. Vielleicht liegt es an der besinnlichen Kerzenstimmung. Ein bisschen wie Weihnacht im Sommer. Kann ich brauchen? Beromünster, Kanton Luzern. Die Katja Bürgi und ihre Trainerin Caroline besichtigen den Springparcours. Katja muss sich den Weg merken, für dass sie die Hürden in der richtigen Reihenfolge nimmt.
Springreiten ist mit einem riesen Aufwand verbunden. Für die Minuten im Parkour braucht es einen Haufen Vorbereitung und viel Hilfe. Ich bin sehr dankbar, weil ich weiss genau, ohne sie könnte ich das Hobby nicht so ausführen, wenn ich es jetzt mache. Es gibt viele Eltern, die das nicht möchten und so eigentlich die Kinder nicht könnten das Hobby ausführen. Und darum bin ich eigentlich sehr froh, dass meine Eltern das machen. Markus und Brigitte machen unterdessen die Lara, das Ross von der Katja, parat. Sie unterstützen ihre einzige Tochter gerne. Also der Katja habe ich eine sehr gute Beziehung. Wenn es der Katja gut geht, geht es mir auch gut. Ja, das ist wahrscheinlich schon Vater-Tochter. Ist schon noch so ein bisschen speziell, oder? Sie kann zickig sein, muss man schon wissen. Aber das schaut man drüber weg. Ja, er ist ja manchmal auch nicht immer gut aufgelegt. Ist jetzt weg? Mhm. Ja? Also. Ja. Das ist die Frau Firi. Ja, dass sie locker wird. Fieber tue ich bei jedem Sprung, als sie keine Stange lädt. Mache ich aber selber einen Sprung. Und wenn dann halt das tun ist, ist es eigentlich vorbei. Oder? Weil man muss ja hinten Nuller haben, und sonst ist es vorbei. Endlich ist Katja mit der Lara dran. Du musst also bleiben. Du darfst nicht negativ denken. Du musst daran bleiben. Lara, sie haben mit Katja Kügel. So, Lara, komm. Vorwärts. 12 Sprünge muss Katja überspringen, wenn möglich fehlerfrei. Eine Stange, ausgerechnet am letzten Hindernis. Mit einem Stangerli darf man nicht enttäuscht sein, sonst ist man blind, oder? Man muss immer sehen, es ist ein Freiberger und Katja ist 16. Das muss man einfach realistisch sehen. Die Katja hat noch eine Chance mit ihrem zweiten Ross, der Selina. Ist jetzt weg? Ist gut. Viel Glück. Ist gut, ne? Oh. Das ist eine schöne Reise. Nicht schlafen, der drauf oben, gell? Notstarterki Nummer 17. Selina ist eigentlich das routiniertere Ross. Es könnte also gut kommen. Du musst schnell. Nicht nur die Stange, auch die Zeit zählt. Das Mitfiebern hat sich bei dieser Runde gelohnt. Es ist ein No-Fehler-Ritt. Am Schluss wird Katja 7. Hey, ist ja gut gemacht. Hey. Gratulieren, hey. Gut, hä? Der hat ja verpasst, oder? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ritt, ja. Ein paar Orte bin ich nicht so gut angekommen, aber es war gut. Am Nachmittag geht es dann ums Landfrauenessen. Die Brigitte und Markus brennen Williams fürs Dessert. Sie sind ein eingespieltes Paar. Wir schaffen eigentlich alles. Viel zusammen, hä? Ja. Ja, wir alle zusammen arbeiten, ja. Also kochen kommt er nicht. Nein, kochen tue ich nicht. Aber abwaschen tue ich auch nicht so gerne. Aber abtrechnen oder so, das ist mir gleich. Ja. Aber wenn Not am Mann ist, mache ich auch das.
Aus dem eigenen Schnaps möchte Brigitte Eier Williams machen. Selber machen ist sowieso das Motto von Bürgis. Wir legen grossen Wert darauf, was wir auf dem Hof haben, selber zu verwerten. Da gehört der Schnaps auch dazu. Wir haben ja 120 Obstbäume. Und dann machen wir den Schnaps selber machen. Das ist ein kleines Hobby. Ich meine, wenn man den Lohn darf man den auch nicht rechnen. Dann könnte man billiger, wenn man es jetzt aufs Sahnabendtag bringen. Aber unser Stolz ist, wenn wir das selber gemacht haben. Also das nicht vom Hof muss weg. Schau, wenn er ist, 29. Nehmen wir noch raus, hä? Ja. Gut, hä? Schmeckt keine schon. Markus muss diesen Morgen früh raus. Er ist diplomierter Klauenschneider und hat über 90 Kunden. Es ist für Bürgis ein wichtiger Nebenerwerb. Klauen schneiden ist so etwas wie die Pediküre für die Kühe. Es ist wichtig, dass man den Kühen regelmässig die Klauen schneidet. Daher muss man schauen, dass es ein bisschen einholt wird, oder? Dass hier nicht auf der Sohle steht und sonst kommt es Trick rüber und wird lahm. Auch wenn es ein bisschen brutal aussieht, der Kuh tut die Prozedur nicht weh. Vor allem nicht, wenn man es richtig macht. Man darf nicht eintraben, aber man muss einfach genau wissen, wie viel es verliert. Und das braucht aussinnige Routine. Das braucht einfach Jahre, wo man das Gespür hat, dass man das kann. Und das kann lange nicht jeder. Ich sage jetzt sicher Haufen Klauenschneider, aber ja, es braucht einfach ausinnig das Fingerspitzengefühl, sage ich dem. Ja. Es sind nur noch 2 Tage bis zum grossen Landfrauenessen. Brigitte wütet heute schon in der Küche. Sie hat sich entschieden, zum Dessert sauber gemachte Glasse und Eier Williams aufzutischen. Eigentlich kochen sie Handgelenk mal Pi, aber für das Essen nimmt es Brigitte genau. Kochen ist für Brigitte nie ein Müssen. Also irrsinnig gerne kochen, ja. Das ist schon meine Leidenschaft. Ich gerne backen, nicht nur kochen. Also Sonntag ohne Zopf wäre für mich kein Sonntag. Also im Winter ja, gibt es ein bisschen mehr, wo man selber ausprobieren kann. Im Sommer muss es halt ein bisschen zackiger gehen. Aber ich kann immer ein Fertigprodukt Ravioli findet bei meinem Haushalt wirklich nicht. Jetzt blättert es, jetzt ist gut. Jetzt haben wir die 80 Grad. Das muss ich schon schier abwägen. Ich habe das jetzt lange ausprobiert, weil ich das auch selber erfunden habe. So, jetzt haben wir es abfüllen. Also wir können die Keller tun. Es sollte noch ein bisschen feister haben und ein bisschen kühl. Fertig ist die Sauce zum Dessert. Der Markus und Brigitte arbeiten nicht nur zusammen, sie haben auch das gleiche Hobby, Kutschen fahren. Trotzdem gibt es manchmal Lampen.
Meinungsverschiedenheiten haben wir 20 Jahre die gleichen. Das ist wegen der Unpünktlichkeit. Ich bin pünktlich. Er sagt immer, ich sei überpünktlich. Stimmt zwar nicht, ich bin einfach pünktlich. Er natürlich nicht. Ich muss mir immer, wenn wir pünktlich vorgehen, sage ich einfach eine Viertelstunde davor an. Dann sind wir pünktlich. Und sonst sind wir eigentlich immer der gleichen Meinung. Wir haben die gleichen Hobby, die gleichen Interessen, machen alles miteinander. Von dem her haben wir super zusammen. Ein bisschen Entspannung vor dem Wettbewerb tut gut. Es wird dann noch genug stressig. Wir fühlen uns super. Das ist richtig befreiend. Kann man sich den Stress abbauen. Es ist wie eine Woche Ferien. Komm, kommt. Läuft. Oder nicht, Markus? Ja, das ist schön. Anstatt die Karibik. He? Gehen wir mit raus. Ja. Brigitte und Markus sind schon seit bald 20 Jahren verheiratet. Wie wir uns kennengelernt haben? Ja, da bin ich Seltze schauen auf Kägiswil. Das bin ich 15, 16 gewesen. Und dann habe ich ihn gesehen rauslaufen und gesagt, das ist er. Das ist in den Jahren vergangen. Da habe ich ihn gesehen und immer an das gedacht. Und plötzlich, ja, mehr als 10 Jahre später, sind wir zu Glebenberg. Es war Verkilbung und dann haben wir uns gesehen. Gefunkt hat es schon noch etwas später. Er hat es dann nicht so, ich weiss heute noch nicht, ob er einen anderen noch gehabt hat oder nicht. Er hat mich dann nicht immer mitgenommen. Ja, es ist noch ein halbes Jahr gegangen, bis es... Ich glaube, es war er, als er ein bisschen Angst hatte. Oder ich weiss es nicht. Nein. Jetzt kannst Angst habe ich keine gehabt. Bist du nicht sicher gewesen? Ich habe nicht sicher gesagt, ob du mehr bleibst, weißt du? Hast du nie Garantie? Nein, das weiss man nie. Liebe kann man nicht kaufen, weißt du? Am Tag vor dem Wettbewerbsessen muss Brigitte noch mal weg. Zu ihren Fleischvögeln gibt es Alplerreis und für das braucht sie Käse, am besten direkt von der Alp. Die Alp Langematt liegt auf über 1300 Meter am Pilatus. Der Andreas Gasser macht da über 40 Kilo Käse im Tag. So, dann wären wir am Keller. Was für einen Käse willst du? Für mein Alplerreis sollte ich einen milden haben. Einen milden? Ja. Da hätte ich noch einen kleineren. Oh, Wäre der recht? Oh ja, das ist genau. Genieß. Das wäre ein milder. Ja, Ist das- danke geht das vielmals. mit Ja, dem, hä? super. Gut. Danke. Wünschst du dir viel Glück gell, Ja, beim Kochen? danke vielmals. Dass es gut kommt, gell? Kaum ist sie wieder daheim, muss sich Brigitte um die Dekoration kümmern. Die wird nämlich beim Essen auch bewertet. Hilfe hat sie sich von der Caroline geholt.
Die versteht etwas von Blumenschmuck. Du kannst da, dass alles abgedeckt ist, immer noch so ein bisschen verteilen. Jetzt werde ich immer mehr nervös, weil morgen ist Samstag. Heute haben wir Freitag. Also bis jetzt ist es gut gegangen, aber jetzt glaube ich doch langsam. Ich habe zwar gute Hilfe, Caroline. Jetzt glaube ich, breche ich das nicht fertig. Bis ich dann zittert habe. Du kannst nachher die Sonnenblumen hier oben abschneiden. Dann ist er da, der Tag vom regionalen Wettessen. Für ihre Suppe braucht Brigitte frische Kressach aus dem eigenen Garten. In der Küche wird sie von ihrer Kollegin und Nachbarin, der Lydia, unterstützt. Sieht man es? Ich muss jetzt brüllen. Jetzt schon. Die Anspannung ist gross. Dann merkt Brigitte noch, dass etwas ist vergessen gegangen. Sie zeigt die Nerven. Nein, das glaube ich nicht, ey. Verdammt. Nein, das will ich. Wie lange haben die offen? Ich weiß nicht recht, aber so gewöhnliche Läden haben ja bis um 4 Uhr. Kann nicht. In weniger als 2 Stunden kommen die Frauen. Ich habe das nicht kontrolliert. Bürgi, Brigitte. Ich habe ein grosses Problem. Ich kann den Schinken nicht. Den Beischinken. Wo ich dir, weißt du, für Fleischvögel. Ich habe doch dir Schinken bestellt. Nein, ja, und Schinken. Ja, das habe ich dir gesagt. Ich habe doch letztes Mal den falschen Schinken gehabt, viel zu dicken. Hey, jetzt habe ich das wieder genommen. Du hast doch gesagt, nimm Spurenschinken. Schön saftig, geschmacklich. Nein, hey, jetzt hätte ich das machen doch beim Seich. Er hat ihn parat gemacht. Darf ich noch das Auto geholt? Zum Glück ist die Schwester noch da. Ist das gut? Er hat ihn geschnitten und du kommst gerade wieder. Beim Probeessen hatte ich zu dicken Schinken. Und jetzt haben wir ihn gar nicht bekommen. Nein, der Metzger. Er hat gesagt, das hat er vergessen. Scheisse. Jetzt bin ich im Seich. Schinken. Nein, das glaube ich nicht. Du träumst heute vom Schinken. Ich habe noch gerne Schinken. Hey, nein. Das habe ich so reklamiert, gemuttert mit ihm. Dann haben wir einen Schinken, 6 Stück. Und jetzt wird er gedacht, habe ich so mutig gegeben, mir keinen mehr. Hätte ich auch keinen mehr gegeben. Der Schinken ist da. Oh, die bist ja schon. Was hat er gesagt, was? Ja, nichts. Es hat so geregnet, dass ich mir das gerade in die Finger gedrückt habe. Nicht mal aus dem Auto. Nicht mal zahlen? Nein, habe ich nicht. Vergessen. Hast du es auch vergessen? Ja. Das ist einfach häusig. Ja. Nein, gesagt nicht. Er ist unser Zäckchen oder Ja. Metzger? Ist gut. Ah, was hast du ihm gesagt? Wir haben Er hast gar nicht die Zeit, kann nicht. jetzt so Nicht geredet, nicht. Ich will danken, nicht. Mal, das habe ich noch gesagt. Hast du gesagt? Nein, das ist ja lustig geworden. Danke vielmals, gell? Aber jetzt hat es schon ein Tint noch geschnitten. Endlich sind alle Zutaten da. Die grosse Kochete kann losgehen. Bist du jetzt am Abraten? Da kannst du dir gerade ein bisschen helfen. Bitte? Die Knechte können allein braten. Meinst An ihren Schwarzenberger Fleischvögel hat Brigitte lang umgetüftelt. Das Auge ist mit. Darum ist es wichtig, wie es daherkommt. Schon vom Tinnen. Vom Dicken zum Dünnen, zum Schmäleren. Ja, aber da habe ich jetzt Sonntag gemacht. Sie sind eingerollt, kommen die Fleischvögel in die Schmorpfanne. Es ist ein bodenständiges Gericht, das Brigitte den Landfrauen serviert. Die Fleischvögel können. Mal, das glaube ich schon. Sie gut auch können. Ich hoffe es.
Das ist eigentlich, sind alles Bauernfrauen. Mal, ich glaube schon. Zur Vorspeise gibt es Kressach Schaumsuppe. Und die wird noch verfeinert werden, was im Stress gar nicht so einfach ist. Komm mit! Gut, so, Brigitte. Jetzt gibt es ernst. Nach dem Glasblasen freuen sich die Frauen auf ein gutes Nacht. Ob die Brigitte echt rechtzeitig fertig wird? Grüezi miteinander. Ich bin Helen, die Schwester von der Brigitte, und ich tue jetzt euch auf den Weisswein zu der Vorspeise. Merci. Mit dem Weisswein wird der Wettbewerb um die Landfrauenküche 2010 eröffnet. Landfreie essen. Helen, kommst du nicht? Lydia, warte noch. Jetzt kommt es auf jedes Detail an. Es darf nicht mehr vergessen gehen. Zur Vorspeise haben wir eine Kressenschaumsuppe im Mutschli. Ja, wie ihr das macht. Danke vielmals. Das ist schön. Gute miteinander. Danke vielmals. Das Essen ist nicht nur Genuss, es ist auch Arbeit. Die Landfrauen müssen nämlich auch jeden Gang bewerten. Für jede Rubrik, Geschmack, Geruch oder Gewürz gibt es Punkte von 1 bis 10. An der Vorspeise hat mir gefallen, dass sie in einem Mützli daherkam. Da hat es so originell ausgesehen und die Farbe war so schön grün von der Suppe, von dieser Kresse-Suppe. Das hat mir sehr gut gefallen. Sind alle Zettel ausgefüllt, werden sie abgegeben und eine Korrektur ist nicht mehr möglich. Geschmacklich sehr fein. Was mir einfach ein bisschen dunkelt von der Saison her, hat es nicht unbedingt gepasst. Kressach ist für mich ein bisschen mehr Frühling. Also die Vorspeise war sehr fein für mich im Aroma und alles hat für mich zusammengepasst. Es war einfach sehr gut. Zu wenig. Von dem Käse verspreche ich mir sehr viel. Das sind wir gestern ausprobieren. Kalt und schmeckt gut. Genau die richtige Stärke alles. Der Käse im Reis gibt zusammen das Auplerreis. Probier einmal. Gut. Ja. Das ist gut. Gell, das ist fein. Ha? Jetzt nur noch schön auf den Teller. Schon der erste. Siehst du? Kannst nicht brauchen. Den Teller bringen. Geht nicht? Geht nicht? Es bahnt sich die nächste Katastrophe an. Ist jetzt immer gegangen. Bis heute. Das glaube ich nicht. Warum geht das heute nicht? Nein! Glaube ich nicht! Zum dritten. Lydia, das geht nicht. Das Reis will und will nicht. Dabei ist die Präsentation so wichtig wie der Geschmack. Ja, machst du es machen wir es so. Wir bringen jetzt so rein. Warte jetzt. Jetzt wird es gehen. Irgend fast. So, komm, weiter. Das Essen soll heiß auf den Tisch kommen. Und darum braucht sie jetzt ein paar Hände mehr zum Anrichten. So, hast du auch mit? Zum Hauptgang serviere ich euch einen Schwarzenberger Fleischvogel mit Älplerreis und Gemüse. Bitte.
Bitte schön. Gute miteinander. Merci, danke. Wieder sind unsere Expertinnen dran. Der Hauptgang ist zu bewerten. Schmeckt mal. Ist das Fleisch zart, das Reis dürr und überhaupt, wie passt alles zusammen? Der Fleischvogel war super schön präsentiert, wie sie den aufgeschnitten hat. Dass man die Füllung so gesehen hat, war sehr farbig. Also ganz schön. Die Hauptspeise ist sehr heiß serviert worden. Es war ein bisschen Schock. Es ist ein bisschen lang gegangen von einer Person zur anderen. Ja, das Aublerreis war gar nicht nach meiner Wellenlänge. Mir war es viel zu rassig. Einfach salzig. Ich weiß nicht, ob es am Käse gelegen ist oder am Salz, das sie drin tun. Es könnte Spriensding sein. Mir war es zu rassig. Helen kann schon warten. Warten mit zwei. Hat es schon gebracht? Jetzt gibt es der Eier Williams in einem Birnenfächer zusammen mit der Schokoglasse, die Brigitte selber hat gemacht. So, Einspänner. Ja, wo ist jetzt das Grüne? Da Grüne, gell? Einfach da mit rein. Lydia, hast du ein gutes Gefühl zum Dessert? Ja, es hat doch Herz. Also die Sackung ist gegangen. Kalt soll es auch sein. Zum Dessert gibt es Schokoglasse mit Eier, Williams Likör und Williams Birne. Ach, Schnaps. Ja, ja. Das ist ein bisschen filigran. Ja, so. Schön. Ganz cool. Merci vielmals. Gute miteinander. Danke vielmals. Wenn es etwas gibt, auf was sich die Landfrauen freuen, dann das Dessert. Aber auch das wird kritisch und konzentriert bewertet. Der Dessert war sehr schön angerichtet, alles, aber hat mir nachher viel nach dem Williams geschmeckt. Und für mich selber war es fast noch ein bisschen zu süß. Und was meinen die anderen Frauen zum Dessert von der Brigitte? Der Eier Williams Likör hat man gemerkt, dass er selber gemacht war. Und ich habe ihn natürlich auch sehr gerne gehabt. Eier Williams Likör, das sind doch so Weiberschnäpsli und das habe ich natürlich gerne, weil ich mache ja selber auch so Eierlikör und das ist natürlich super fein Kommt so? In der Küche ist man vor allem froh, dass es vorbei ist. Und wie hat Brigitte dekoriert? Die Dekoration, die ist auch, also habe ich wieder gestaunt über die Kreativität mit dem Heu und den Geschmack, den es auch noch verbreitet hat in dieser Stube. Es hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Noten sind verteilt. Jetzt kann sich Brigitte zurücklehnen und mit ihren Kolleginnen zum gemütlichen Teil übergehen. Anstoßen auf einen gelungenen Auftakt. Der Wettbewerb Landfrauenküche 2010 ist damit eröffnet. Die Gastgeberin nächste Woche ist Lotti Baumann aus dem Aargau. Sie wohnt am Hallwilersee und möchte mit Fisch zur Vorspeise punkten. Ob aber die Brigitte mit ihren Fleischvögeln gewonnen hat, seht ihr in der Finalsendung am 5. November.